Die dänische Königin Margrethe II. Besuchte Schleswig-Holstein. Mit ihrer Yacht Dannebrog legte sie in Flensburg an. Vom 3. bis 6. September war die Königin zu Gast. Es war der Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. Jubiläums der Volksabstimmung zur deutsch-dänischen Grenzziehung von 1920. Nun hatte sie einen vollen Terminkalender mit mehr als 20 Programmpunkten. Einer davon sollte bei den Friesen sein. Im Landeshaus in Kiel wurde sie von Landtagspräsident Klaus Schlie empfangen. Sie trug sich in das Gästebuch ein, anschließend zeigte Schlie ihr den Plenarsaal, in dem schleswig-holsteinische Politik gemacht wird. Ministerpräsident Daniel Günther begrüßte die Königin in der Staatskanzlei und überreichte ihr ein Gastgeschenk, ein Kunstwerk von Armin Müller-Stahl. Am 6. September machte sich Margrethe II. Auf den Weg zur dänisch-friesischen Schule in Risum-Lindholm. Nach der Begrüßung bekam die Königin eine Führung durch die Schule. Also besser geht ja gar nicht, oder? Also wenn eine Königin kommt, um sich die Arbeit anzugucken, die man so tagtäglich macht, das ist doch schön. Das ist eine Seltenheit, wenn wir überlegen, dass wir jetzt eine 1000-jährige Geschichte zusammen mit den Dänen haben. Dann sind hier vielleicht 3, 4 Könige gewesen in Friesland. Und sie ist dann eine davon. Und das hat sie jetzt geschafft, zu uns zu kommen, zu uns Friesen. In Vorträgen erfuhr die Königin mehr über die Situation der Friesen. Hvis man er friser, så må man tåle spørgsmål som hvor kommer I friser egentlig fra? Es war aufregend und spannend und schon sehr aufgeregt war ich. Also. Wir haben ein Theaterstück gespielt und die Königin hat dabei zugesehen. Es soll der ausdrückliche Wunsch der Königin gewesen sein, dass die friesische Volksgruppe an diesem Vormittag im Rampenlicht steht. Ich hätte gedacht, dass sie jetzt eine Krone aufhat oder ja, sowas hätte ich jetzt gedacht. Du hast zum ersten Mal eine Königin getroffen. Ja, das ist wow. Eine Freude, eine Ehre. Ja, also wir sind ins Zentrum gerückt in der Weise, was ich auch ganz in Ordnung finde. Dann ein besonderer Moment, wie er nicht im Protokoll stand. Ich vil gerne sige tak til alle her i dag. Tak for de smukke og varme ord til mig. Tak for den fine forestilling, som børnene viste. Jeg kan ikke sige noget på frisisk. Jeg vil slet ikke prøve. Men det var en glæde at høre sproget, hvordan det klinger. Og når man læser det, kan man godt ane lidt af, hvad det betyder. Når man så slår lidt op i de andre sprog, man eventuelt kender det. Men ja, det kan jeg godt sige. Ja, das ist was Einmaliges. Also sie hat noch nie die friesische Minderheit besucht. Und das ist für uns schon eine große Wertschätzung. Es ist eben nicht nur sie, sondern diese Aura um sie herum, und der kann sich keiner entziehen. Und diese große Güte und diese große Freundlichkeit. Wir Friesen haben ja immer das Gefühl, wir müssen uns behaupten und wir müssen uns irgendwie rechtfertigen, erklären, warum wir eigentlich Friese sind. Und
das fällt dann in dem Moment, wenn sie da ist, ab. Man muss sich nicht rechtfertigen. Sie kommt und sie ist für uns da. Nach etwa einer Stunde machte sich Margrethe II. Wieder auf den Weg. Der Besuch der Königin bei den Friesen. Ein Ereignis, das in Erinnerung bleibt.